Endlich ist die Zeit reif, um zu beweisen, wer hier der Beste ist. Bei Dragon Ball Xenoverse, aber auch natürlich bei Dragon Ball Super. Ja, heutige Folge Nummer 14, die hat es durchaus in sich, kann durchaus so formulieren. Andererseits, ja, wie soll ich sagen, also der Kampf da zwischen Goku und Beerus, der wurde mal richtig heftig. Von dem her hat er eigentlich nichts mehr mit dem Manga und auch nichts mehr mit dem Film zu tun, war aber trotzdem so gesehen doch noch recht beeindruckend. Doch kann man durchaus so sagen. Big Bang, komm ja! Getroffen? Gar nicht gesehen. Ja, irgendwie habe ich leichte Probleme, das kann wohl nicht wahr sein. Big Bang, komm ja! Da aber ständig aus, gibt's nichts. Ja gut, wie gesagt, da kann... Ja, I got, genau. Der Kampf zwischen den beiden Göttern, obwohl Son Goku wieder ein normaler Super Saiyajin war, also kein Gott mehr. Da haben wir schon ein bisschen gemerkt und so, ich meine, der Schlagabtausch bei beiden plus ihre Energieattacken, die waren schon heftig, aber Son Goku, der wird natürlich als Super Saiyajin im Hintertreffen. Was aber trotzdem noch sagen muss, Beerus, die verspielte Katze, der hat Attacken rausgehauen, Doppelteam eingesetzt, neue Attacken gespawnt, der war einfach nur übel. Da dachte ich mir teilweise echt, Lecco mio, was ist denn das für ein... Wie weit reicht eigentlich die Big Bang Attacke? Was ist denn das für ein Typi? Wir nehmen halt so Attacken, die es halt im Film und so auch nie gab, im Manga. Und nehmen also vor allem endlich mal sagen muss, im Gegensatz zum, sag ich mal, zum ersten Schlagabtausch, zwischen, wo die beiden noch Götter waren, also auch Son Goku oder Super Saiyajin Gott. Da war es häufig so, hier ein Schlagabtausch, da einer, wir müssen hin und her fliegen und so weiter, aber richtig zur Sache ging es da nie. Da hatten wir jetzt hier komplett was anderes. Also die teilweise da aufeinander eingedroschen haben, das war echt nicht mehr feierlich. Ich muss natürlich schon sagen, ja, animationstechnisch und eben auch vor allem actionmäßig war es echt geil. Andererseits, was mich ein bisschen gestört hat, war auch heute wieder mal, ja, ich weiß, in meinem Grunde genommen, Zack-Ham und natürlich Goku generell sind schon Stehaufmännchen, das sehe ich ja ein und so, dass ja auch während des Kampfes gegen den Boss und so, dass sie plötzlich wieder stärker zurückkommen. Da ist ja auch die groß, also das zeigen sich ja auch und so, das ist kein Problem. Wow, ich hab den Attack nicht aufgelöst, krass. Was mich echt mehr gestört hat heute war Son Goku als Super Saiyajin. Geht in die Knie, ist im Universum, also ja, außer der Erdatmosphäre halt. Fliegt zurück zur Erde, ist irgendwie total am Arsch und so, keine Energie mehr. Denkt seine Freunde, seine Familie, wenn er da zurück als Super Saiyajin, sagt dieser Beerus, noch nicht alles gezeigt. Und da muss ich sagen, das Problem ist, das hatten wir im ganzen Verlauf gegen Beerus schon. Über 4 Folgen lang, sei es nun Goku in seiner Basisform, sei es Super Saiyajin als Super Saiyajin Gott, immer wieder, im Boden, scheiße, kann ich mehr. 2 Sekunden später, wieder da. Voll Energie und bin noch stärker als vorher. Es wirkt ein bisschen lächerlich, auch im Gegensatz zu sonstigen Kämpfen, sei es im Anime, sei es im Manga oder in den Filmen. Da finde ich auch, war im Film Kampf der Götter um einiges besser dargestellt als hier. Naja, wir können mal gespannt sein, wer der Kampf gegen Freezer nachher wird. Und ja, das war auch schon die letzte Episode, Folge 14. Die Super Beerus Saga scheinbar. Nächste Woche geht es mit Folge 15 weiter und das ist dann die berühmt-berüchtigte... Was mal, jetzt halber so. Was? Ups! Falsche Gruppenenergie wollte ich, so. Folge Nummer 15, da geht es los mit der Super Freezer Staffel. Oh, wohlgemerkt. Und scheinbar wird es sogar so sein, dass es noch eine 3. und 4. Staffel gibt. Die 3. wird die Champa Saga sein, also im Gegensatz zum Manga ist Champa immer nicht aufgetaucht. Da gibt es scheinbar eine eigene Saga und dann erst geht es mit Universum 6 Saga weiter. Da muss ich mir schon fragen, dass Manga und Anime so unterscheiden, das ist normal, wa? Dass gewisse Szenen nicht übernommen werden oder irgendwie neu interpretiert werden, dass es Fehler gibt und so weiter und so fort, das ist normal. Aber dass hier so etwas so komplett anders dargestellt wird, das kennt man von Dragon Ball sonst gar nicht. Hey, Super Saiyan 4! Das machen wir plötzlich hier. Ja, ansonsten, was war sonst in der Folge? Ja, wie gesagt, Goku war am Ende, oder? Und dann Beerus wieder so, jetzt zerstört die Erde. Wenn ihr es im Film kennt, ja, jetzt nimmt er irgendwie Felsbrocken, zerstört ihn wegen, ja, ich habe einen kleinen Teil der Erde platt gemacht. Hier hat er irgendwie total nirgendwo hingeschossen, ist dabei eingepennt. Da muss ich auch sagen,
Aber jetzt sehen jetzt aus dem Film Beste gefallen, aber okay. Dann ist das Satan normal, von wegen, ja, ich bin der Retter der Welt und so, ich muss da, oh nein, die Presseleute sind da, was soll ich tun, scheiße, ich kann ja nichts gegen sie ausrichten. Naja, man kennt's ja, also nehmen wir ist auch nichts Neues. Das ist erstaunt hat. Am Ende gab es noch einen Hinblick auf Vegeta. Also Hinblick ist halt übertrieben, aber war einfach so, als so Goku gesagt hat, ja, Vegeta, das nächste bist du dran mit Super Saiyajin Gott. Und Vegeta so, nee, Mann. Alle so, hä, was jetzt los? Ich raus so, Vegeta so, ich brauche euch nicht, ich schaffe das alleine, wird allein zum Super Saiyajin Gott. Da dachte mir erst so, ja, natürlich ein Schuss im Ofen, oder? Also, der spielt natürlich wieder mal wie üblich. Aber dann dachte ich mir so, man hat im Film ja auch nie gesehen, wie er zum Super Saiyajin Gott wurde. Wir wissen ja, wo er zum Super Saiyajin, also zum SSG SS, war zum blauen Super Saiyajin, oder zum wahren Super Saiyajin Gott. Autsch! Alter, was ist hier los? Und da hat es mir dann schon irgendwie die Frage irgendwie gestellt, vielleicht wird er echt nicht zum Super Saiyajin Gott, vielleicht kann er irgendwie die Energie von Son Goku absorbieren und schafft so. Ich meine, es klingt ja schon ein bisschen crazy, aber hey, es ist Vegeta und genau, Super Saiyajin 4 ein gutes Beispiel dafür, da hat das auch anders gemacht, mit Super gut zu wählen und so weiter. Also doch Bulma halt. Wieso jetzt nicht auch? Mit einmal hat es geklappt, ist noch ein zweites Mal. Big Bang, Kamehameha! Da treffe ich nicht. Scheiße, die sind so schnell. Final Shine Finisher! Okay, die vier haben schon was drauf. Jo, dann halt Vorschau zur nächsten Episode. Wir kennen es ja, wenn eine Saga beginnt, ein bisschen Filler und so weiter. Da ist so ein Goku von wegen, ja, Chi-Chi, bitte lass mich trainieren gehen. Und Chi-Chi so, nö, Goku, das jetzt nicht. Naja, wie gesagt, ist nichts Neues. Und dann, ja, im Hinblick noch mit der Satan. Irgendwie wird er scheinbar überfallen oder so. Oder kriegt eine neue Herausforderung. Dann gibt er irgendwie ein Interview und steht plötzlich Beerus, also sicher als Heldenrolle da, oder? Sprich, dass Beerus irgendwie als riesige Fledermaus dargestellt wird und er als selbe Rolle von Goku. Und dann sieht man ihn als Super Saiyajin, das sieht leider krank aus. Wobei sich da die Frage, also geklärt kann man sagen, also es war ja mal die Frage bezüglich halt Vegeta in Dragon Ball GT, der zu Beginn hatte noch einen Schnauzer, war. Sah ja fast aus wie so ein spanischer Pornodarsteller. Da hat sich jetzt halt die Frage gestellt, also damals halt schon, wird eigentlich der Schnauzer, wird beim Super Saiyajin auch blond werden? Ja. Und gemäß eben der Vorschau zur nächsten Episode sieht so aus, als ja, er wird auch blond. Das war ja klar, dass du kommen musst. Das so, Alter, und der rein! Lecco mio! Meine letzte Kapsel, scheiße. Ja, übrigens, hier kommen noch die SSG SS, war also noch lange nicht fertig. Und das erstaunt mich auch ein bisschen. Dass man das sagen muss, dass sie jetzt Vegeta doch noch bringen und nachher dann, das wollen sie echt so darstellen, dass der blaue Super Saiyajin Gott das stärkste ist, was es gibt und so weiter. Naja, das ist dann die Frage, wie es nachher weitergeht, war. Also theoretisch müsste dann, wenn das mit die Theorie mit der Flamme stimmt, oder von wegen gelbe Haare, weil das schwerste Teil der Flamme ist, dann rot geht zwar der mittlere Teil und blau der heißeste. Deswegen ja die Abstufung noch mit Super Saiyajin Gott und so weiter. Aber das andere theoretisch, also wenn es weitergeht nach dem Blau, müsste eigentlich weiß kommen. Ja, dann haben wir eigentlich fast schon einen 5-fachen Super Saiyajin als Dragon Ball AF, also man kann gespannt sein, wie es weitergeht da. Natürlich auch, gut, das dauert noch ein bisschen, aber wie es mit Panach aussieht, ob sie irgendwie anders dargestellt wird, ob sie anders aussieht und so weiter. Also anders als geht natürlich sowieso, das ist klar. Aber vielleicht auch anders als am Ende von Dragon Ball Z und eben auch, ob bei der Universum 6 Saga, ob dann vielleicht sogar mal einen Hinweis auf Up gibt. Kann ich auch. Big Bang, Kamehameha. Was so? So, was hast du das Spiel abgestürzt? Alter, hab ich nicht mehr so viel Zeit. Vegeta ist echt krass, ey. Alter.
Und ich finde sowieso, dass Gogeta der stärkste Charakter im ganzen Dragon-Universum ist, egal ob jetzt Z, GT, Filme oder sonst oder Super. Ja, sag jetzt auch mal ganz so rotzfrech, ich finde ihn den stärksten von allen. Man will mit seiner eigenen Attacke erledigen. So, und jetzt kommt jetzt echt noch? Scheiße, die kommt nicht doch. Ja, wir sagen, keine Fusion von den beiden, wäre doch mal geil. Ja, ich hau ab, ja, tschüss. Und mein Treffler, kann ich mir gleich einen sagen lassen. Alter, wow, wie seid ihr hinter mir her? Seid ihr wahnsinnig? Hey, ich bin uns einfach ein Super Saiyajin, ja, das ist fies. Naja, du mir auch. Aber versuchen wir es mal, wa? Scheiße, ey. Ja, also, ich hoffe, ich bete und ich erwarte auch, dass es noch einen SSG SS Gogeta gibt. Vegeta wäre ein bisschen schwachsinnig. Aber Gogeta, ja. Und eben auch, dass man halt wieder die Ereignisse aus dem Manga übernimmt. Sei es mit Champa, sei es mit Kibito und dem Kaioshin, das wieder aufteilen. Ja, so, jetzt müssen wir die Attacke spammen. Wow! Ich würde theoretisch gerne wieder mal Big Bang Kamehameha anzubringen, aber oh scheiße. Oh nein! Und das war's für mich. Problem ist, ich kann es nicht machen wegen der Z-Seele. Jo, das verlieren wir. Aber die Mission ist echt kacke schwer, ey. Ne, ich brauche eine andere Z-Seele und da muss ich erst Stufe 85 nicht, dann müssen ein bisschen die Skills anders verteilen. Ja, kann ich so. Gott sei Dank, Alter, ich hatte noch Teampartner. So, jetzt bist du fällig, Goku. Jetzt mache ich dich kalt. Egal, ob du ein blauer Super Saiyajin Gott bist, hey, wenn man super ist, eh scheiße. Nee, scheiße ist natürlich nicht. Wie gesagt, ist erst, weil es die erste Saga oder ein bisschen Film interpretiert und so weiter. Unterschied zum Manga, kann man natürlich sagen, was man will. Trotzdem bleibt dabei, mir gefällt momentan der Manga. Deswegen mal super besser als der Anime. Und, auch der Film Kampf der Götter besser als die erste Saga. Zum zweiten Film, wo ich so schnell sage, jetzt noch nichts, weil mir gefällt es grundsätzlich nicht, wie der Freezer dargestellt wurde. Ich meine, zurückkehren, 4 Monate trainieren, stärker sein als ein SSG SS, ja, hallo? Das kann man jetzt hier im Anime endlich mal besser machen. Im Sinne von, ja, Freezer ist schon seit Jahren belebt worden. Er nur darauf gewartet, hat seit Jahren trainiert und so weiter und ist jetzt deswegen stärker. Das ist total unterstützen. Aber 4 Monate trainieren, wo er doch zum Vergleich halt war, so schwach war. Und sogar so ein SSG SS kommt nicht hinterher und so weiter. Sorry, aber da habe ich echt meine Probleme. Genauso wie damit. Alter, wir haben keine Chance. Das jetzt zum Blutbad werden. Das wird echt übel, Mann. Nee, vor allem, wir haben nur knapp 2 Minuten Zeit, das schaffen wir sowieso nie mehr. Wir müssen jetzt unsere Kräfte kombinieren, alle auf einen drauf. Wer geht ein bisschen Weg, Mann? Spam for the win, war? Jo. Sorry, aber jetzt muss ich spammen, wenn ich dann noch gewinnen will. Teamwork! Angriff, hier ist 3 gegen 2. Wow, ich muss weg hier. Wenn wir da Vegeta oder Goku treffen, ist das La Vista. Wow, wie geht er schon wieder? Final Shine! Ich liebe die Attacke. Auch wenn es eigentlich aus GT kommt, aber ist. Ich finde GT sowieso geil, also ganz ehrlich. Einschwenken 4-fachen Super Saiyajin. Ja, wegen mal super. Die ganz ungeklärten Fragen noch offen bleiben, sei es jetzt Bezüge zum Manga, zum Filmen, zu Z selber. Wir müssen einfach abwarten, wa? Wow, das war knapp. Danke, Vegeta. Scheiße, ich hab keine Super Saiyajin Power mehr. Ich hab keine Kapseln mehr. Nö, alles weg.
Ja, wir haben verloren. So, Leute, an 30 Sekunden. Da kommt gerade der Goku auf mich zu und wir schießen da hinten. Goku wird noch down kriegen und gezielten Angriff. Nee, keine Chance. Die haben viel zu viel Ausdauer. Leck mich doch fett, ey, Mann! Die sind echt übel. Alter! In einer eigenen Rolle bin ich der Stärkste. Also der Stärkste halt meiner Charaktere. Alter. Ja, schön. Verdammter Mist, ey. Ich muss dringend mal die Objekte wechseln. Weil eben dieser Z-Dingsbums ist echt ein bisschen doof. Mein aktueller Z-Zähler. Aber egal. Ja, das wieder mal hier zum Review von Dragon Ball Super Episode 14. Auf dem wir doch ganz amüsant und so. Und jetzt ist eben die Super Beerus Saga zu Ende. Wie es mit Freezer weitergeht, mit Jumper. Und wie es im ersten Teil erwarten wird, ob Gogeta noch auftaucht, ob es noch eine Steigerung gibt, die irgendwie den weißen SSG 2SS, was auch immer das, nee, Moment, das war Quatsch, SSG SS2 und damit weißen Haaren oder sowas, keine Ahnung. Also irgendwie, wenn du schon jetzt schon seinen Saga so einen Charakter bringst, musst du eine Steigerung geben nachher, aber ist eigentlich logisch. McFreeze, ja, so ein McChicken oder was? Nee, egal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.